Ja, da geht es vor allem einer neuen Ära bei Pokémon Legends Arceus, wobei Ära natürlich vollkommen übertrieben ist, da stimme ich auch zu. Neuen Part, das sieht natürlich vollkommen besser. Letzte Folge haben wir zwar eine Raumzeitverzögerung endlich mal gefunden und uns gar nicht mal so schlecht da angestellt. Wir konnten einiges farmen. Das war natürlich schön. Das ist dieses seltsame Alpha Machok. Leistungssand, Leistungssand. Ja, was will ich noch mit dem Leistungssand? Wegwerfen. Den mitnehmen. Und einsetzen. Anwendbar bei Schelkereien. Ja, ich würde mal sagen, wir haben mal andere Dinger. Na gut, KP, auch der vor allem. So. Dann haben wir ganz fix zurück hier. Den können wir auflösen. So. Ein paar Items abgeben, ein paar natürlich auch verkaufen. Und dann weiter gucken. Ausruhen kannst du auch noch kurz. Oh, nicht schaden. Einkaufen, beziehungsweise verkaufen wohl eher. Nee. Ja. 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 So, dankeschön. Dann ablegen, bitteschön. Wir haben viele coole Items gefunden. Mal zum Entwickeln. Dazu später dann mehr, sobald ich auch ein bisschen, ja, nicht besser weiß, was sie tun, das ist mir schon klar, aber damit wir auch künftig dann eine bessere Ahnung haben, welche Items wir sowieso überall ein bisschen finden können, welche eher selten bei uns sind. Damit wir nicht irgendwie etwas kaufen, was wir nachher irgendwie 10.000 Mal finden und so. Also jetzt Feuerstein haben wir einen, Donnerstein 2, dafür noch irgendwie ein paar Entwicklungs-Items wie Upgrade, Torfblock, die Verbindungsschnur. Die Verbindungsschnur, ey. Ich komme auf den Namen noch nicht so ganz klar. Verbindungsschnur. Why? So, jetzt aber. Komm, hin hier. Gehe ich mal oben entlang, weil da oben ist noch eine Sidequest. Ups. Hä? Warum gar nicht Fackeln gesehen? Ja, super. Da wird ja gar nichts gegen das Vieh. Ja gut, andererseits. Schelkereien ist 13 Level höher, also ein paar Moves müssen es trotzdem down sein. Mach mir hier bitte keine Schande. Ich sagte, mach mir keine Schande. Geht doch. Danke. Fast ein Level up. Fast. So, dann haben wir noch Papinella. Torpel. Das wie schon wieder. Wir sind auf einem guten Weg. Mildes Kleinstein. Ja, Schelkereien können sie in diesem Kampf bereits entwickeln. Was? Was? Warum?
Warum kann das Shell... Hä, warum kann das Kleinstein schneller angreifen? Verstehe ich nicht. Irgendwas verpasst hier? Oh Mann, Freunde, sowas hasse ich ja. Berke ab, Kleines. So, dann, was? Was ist los hier? Kann ich bitte mal treffen? Danke. Ein Gegner weniger. Gut. Jetzt aber. Nochmal. Jetzt vielleicht? Ne, geht auch daneben. Alter, was ist los mit... Verstehe gar nichts mehr. Wie oft hier plötzlich einfach Attacken daneben gehen. Alter Schwede. So. Was hier wieder los ist, Freunde. Es ist nicht zu fassen. So, erst einmal, wenn wir mit dem Hypertrank mal Schelke reinheilen. Dann hat Tonuptu angeblich eine neue Attacke drauf. Ich bin sehr gespannt. Phantomparade. Angriff mit unzähligen Feuerkugeln. Dem Ziel eventuell Brennungen zufügt. Doppelt so stark in Ziel und Statusproblem. Genau, das soll ja irgendwie sein primärer Move sein, quasi. Oder beziehungsweise sein individueller Move oder so. Wie man so schön sagt. Ja. Mal gucken. Vermutlich auf längere Sicht ein Spukball lieber wäre. Und Schelke rein kann sich entwickeln, Freunde. So einen mächtigen Shell-Terror. Pflanze-Boden-Typus. Ganz geil. Attacken verwalten. Momentan jetzt noch nicht so viele. Das ist natürlich jetzt vor allem hier die physischen, dann spezieller Move, okay. Bin schon gespannt, was nachher bei der Attackenlehrerin alles lernen kann. Aber kommt gut. Kommt gut, Freunde. Unser Shell-Terror. Na, Kumpel. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Du bist ein guter Shell-Terror. Sag mal. So, irgendwann hier noch eine Quest sein? Ah, da oben. Schleierkarp. Ja, ist natürlich schleierhaft sowas. Wo bist nicht das Expeditionsmitglied, das die Königin des Bergkamms besänftigt hat? Bitte hör mir zu, eine Griffler haben mir meine Waren gestohlen. Die machen sich einen Spaß daraus, mich dort die Gegend zu hetzen. Ich bekomme sie einfach nicht geschnappt. Alles klar, ich hole sie mir. Folgt die Griffel. Die hier, war. Das ging ja schnell. Oder auch nicht. Freunde, her mit den Waren. Nein, nicht abhauen, her mit den Waren, habe ich gesagt. Mensch. Gefäll. Könnt ihr gerne haben, Freunde. Versucht's doch gegen meinen Shell-Terror.
Doppelschlag. Mhm. Mhm. Faszinierend und doch nicht genug. Dampfwalze. Krafttechnik. Hätte auch klappen können. Oh, 2-9 ist unfair. So, einer wäre weg. Der oder mit dem Quatsch-Move. Machen wir nochmal Tempo-Technik. Toll. Energieball, komm schon. Nein, da daneben. Da ist auch Vulkeman. Shelterra. Also da zu sehen, sehr gut. Es erhöht sich alles und Doppelschlag, er boostet sich. Zum Teil zumindest. So, jetzt aber Blattwerk. Oh, Mama Mia. Puh, wer hat sie wirklich reingeholt? Caleb, okay. Hey. Du bist auf einmal so zurückhaltend. Bereust du, was du getan hast? Na gut, ist in Ordnung. Vergeben und vergessen. Schau mal bitte nicht so traurig an. Griffel! Mach sowas nie wieder, ja? Das gibt's doch nicht. Jetzt fangen sie schon damit an. Nein! Geh! Meine Beeren, die wollten nachher noch essen. Oh. Ja. Kann passieren. Dumm Leib von dir, Kumpel. Ich muss erstmal ganz kurz mich selber gucken, was hier gerade so abgeht. Erstmal machen wir normale Tränke. So, 2 Stück davon. So, MP-Bobo Shelterra. So. Und dann ziehe ich von dannen. Küste Verirrten. Ja, müssen wir, bin ich auch. Nee, wir machen endlich mal hin, Freunde, mit der Hauptstory. Gibt's nicht, wie lange ich hier schon unterwegs bin und so. So ein Bossviech. Ein Boss-Schnurgast. Ein Vulcano. Ein neues Vulcano, Freunde. Oh, ist das süß. Haben wir gerade angegriffen, das Scheißvieh. Na, warte, hier, Donnerwelle. Es kann nicht angreifen. Eiszahn, ja, es hat ja auch einen neuen Typus. Es ist die Angeber vom Typ Feuergestein, was er von dem Typ halten soll, weiß ich noch nicht so recht. Eine seltsame Mischung. Eine 4-fache Bodenschwäche, 4-fache Wasserschwäche. Yeah. Aber ich schmeiße einen Superball. Und ich finde Vulcano super. Auch wenn sie mal dringend zum Friseur sollte. Ching ching. So. Die hauen ja sowieso ab. Das ist so. Soweit auch. Alles cool. Ein paar besiegen. Ich weiß nicht.
meine, kann man schon, aber es irgend notwendig ist. Na du? Man schon ist Shelterein. Shelterra. Shelterein. Es ist eine Fusion aus Shelterra und Shelkerein. Shelterein. Ah, lass mich raten. Der König hier war mal ein Arcani? Fuko! Na, komm, sei brav. Mein Name ist Rana. Ich gehöre dem Perl-Clan an. Mit dem habe ich das Vergnügen. Jo, was geht, ich bin Michael. Ah, du bist also das berühmte Mitglied. Bin ich? Man sagte mir, du habest Axantha und Dressella beruhigt. Du musst über immense Stärke verfügen. Und doch hast du solch ein sanftmütiges Gesicht. Was führt dich ins Koba-Küstenland? Einen ragegeradenen König wirst du hier vergeblich suchen. Der letzte König, nun sein Junges, wurde von der See erfasst. Der König warf sich mutig in die Flut und rettete das Leben des Kleinen, doch er wurde dabei selbst in die Tiefen gezogen. Magst du zu sagen, welches der Vulkan der Junge des Königs ist? Nehmen wir an, der Große. Diesen Eindruck scheint zunächst jeder zu haben. Dieses friedliche, doch sehr scheue Vulkano hier ist das Junge des verstorbenen Königs. Also, eigentlich Simba, wa? Das Potenzial, zu einem fähigen König heranzureifen, ist zweifellos vorhanden. Doch es wurde Zeuge des Dahinscheidens seines Vaters und erlitt dabei tiefe seelische Wunden. Ich sage ja, Simba. Wer ist der andere? Ist das Scar oder was? Sein böser Onkel? Allein der Gedanke daran, ich müsse es trotzdem zwingen, stärker zu werden, um einen König aus ihm zu machen. Nein, das kann ich nicht. Verstehe ich gut. Ich habe mich dazu entschlossen, im Kleinen beizustehen und ihm nicht den Willen des Perl-Clans aufzuzwingen. Was auch immer die anderen davon halten mögen. Das finde ich aber sehr cool von dir. So, jetzt bist du über die Situation informiert. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ey, helf mit dem Erben, ich will zu dieser Insel. Eigentlich will ich zur Insel, wenn ich real sein soll. In letzter Zeit hört man oft Gerüchte über seltsame Schatten, die da gesichtet wurden. Wenn man das Meer zur Insel gelangen, wird es die Hilfe des Pokémon Salmagnis benötigen. Suzuki, wer des Diamant-Clans kann dabei behilflich sein. Salmagnis, jo, soll eine neue Entwicklung von Barschuft sein. Die Feuerspeiinsel ist ein seltsamer Ort. Mal abgesehen von den merkwürdigen Schatten schießen auch noch mysteriöse Blitze aus dem Riss im Himmel. Okay, dann gibt es doch einen König. Es ist fast, als erwartet uns noch ein ordentliches Donnerwetter. Und wird doch nicht etwa das ehrwürdige Sinnoh zürnen. Zwischen dem Perl und dem Diamant-Clan gab es einen Konflikt darum, wenn nun eigentlich das einzig wahre ehrwürdige Sinnoh verehre. Auch wenn die zwei Clans auch mittlerweile einigermaßen tolerieren, bleibt diese Frage unbeantwortet. Das heißt, aus Sicht des ehrwürdigen Sinnoh gibt es noch immer eine Gruppe von Leuten, die einer falschen Gottheit huldigt. Verstehst du? Oder sogar zwei. Ach, bitte entschuldigung mein Abschweifen. Weil ganz ehrlich, es ist weder die Alge noch Palkia, es muss Arceus sein. Was lebt er nämlich? War das schon? Kann sein. Oh, armes Vulcano. Fuka. Jaul. Oh, armes Vulcano. Schön, schön, schön. Und natürlich da auf dem Weg dahin. Was sollen wir auch sonst... Also, ich würde sagen, was untersuchen? Hier ruht die Seele von Arcani, dem großen König der Insel. Beziehungsweise Hisui Arcani war in dem Falle. Okay. Das soll es so sein. Pokédex, Aufträge und so. Hier oben. Ja, da hatten wir schon fast. Okay, gut. Gehen wir ganz kurz zurück. Wenn wir unseren Pokédex mal ein bisschen aktualisieren. Kann auch nicht schaden. Und einfach erstmal heilen. Und es pisst immer noch. So, dann haben wir wieder so dämliche Knallkugeln. Bitte alle verschieben. Den Dingern genauso. Okay, das sieht schon ein bisschen besser aus. Herr Professor.
Danke für die Kohle. Lass mich mal sehen. Ich würde einen Pokédex aktualisieren. Burmi, Stufe 10. Kleinstein, Stufe 10. Axantor, Stufe 10. So, Schelas, Stufe 10. Oh, Schilke rein. Ja, ein Solarett schwierig. Da gefangen. Kann es entwickelt haben. Einsatz von Laubklinge gesehen. Schilke kann Laubklinge lernen? Wie, wo, was? Charmian, trifft Zeppeli, okay, da fehlen noch ein paar, da war aber klar. Klar gefangen, Holzhammer, Krafttechnik gesehen, okay, Krafttechnik kriege ich hin. Holzhammer muss es halt erst einmal erlernen, sag jetzt mal. Ching Ching. Willst du deinen Mitgliedsrang steigern? Jo, was soll ich jetzt machen? Forschung fortsetzen. Jo, dann mach das. Du bist geil drauf, Alter. Ich weiß. Hey, Charmian. Hey, yo, Schnurgast. Da blinkt was. Ein paar Motorpel. Hallöchen. Hallo, na was geht ab? Da wächst der Baum. Huch, ist das Volo da unten? Nee, sieht aber so aus. Hä? Doch. Doch ist es. Na, sieh mal einen an. Wenn das nicht Michael ist, dann sieht man sich wieder. Willst du kämpfen? Och, naja. Da haben wir ja schon 4 Tafeln. Noch ihn zu reiten. Wenn wir das ewige Sinne gekämpft haben, weißt du? Tja. Das heißt, im Helden Fortsatz seien 10 Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft im ewigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit dem Helden gegen das ewige Sinnoh gestellt? Eine gute Frage. Schade, jetzt hätte er irgendwie Bock auf den Kampf gehabt. Ganz ehrlich, Volo wird mir irgendwie leicht unsympathisch. Also unsympathisch ist übertrieben, aber irgendwie ein bisschen creepy zum Teil. Ein Besucher, komm sofort, Mann. Komm hin, Alter. Ich bin Suzuki vom Diamant-Clan. Ein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elysium-Flöte dabei hat. Da musst du Michael sein. Warum bist du hier? Habe ich was falsch gemacht? Ich bin ziemlich nervös. Nee, ich will auf Sanagabis reiten. Weswegen bist du hier? Die Feuerspeiinsel, die muss darüber und ich brauche dafür die Hilfe des Fischs. Ein kleines bisschen schwierig werden, sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut und vollkommen unmöglich ist. Hä? Ja, aber wie machst du das denn selber? Irgendwie muss es irgendwie auch rufen können, oder was? Und der nächste Schritt ist für mich einfach zu viel. Das ist Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Welches? Du willst echt wissen? Bist du da lebensmüde? Na gut, es ist... Zwirklop. Boah, ich krieg schon mit Angst, wenn ich seinen Namen nur ausspreche. Was machst du denn erst bei seiner Entwicklung Zwir findest? Den Zutaten muss mit Zwirklops Finster die richtige Würze verleihen. Nur so wie das in die Speise ist, die Salmagnis so liebt. Krasse Scheiße. Hey, ich habe einen Unlichtbogen dabei, ich habe einen Geistbogen dabei, der klappt schon. Wird auch ein Orientierungspunkt sein. Okay. Der hat ihm noch Schieß war. Wenn Sie warten, bis es dunkel wird, so das Pokémon zeigt. Jo. Na schön. Ja, wir wollen mit der Story weitermachen. Beziehungsweise natürlich in der nächsten Folge vor allem. Weil ich schätze mal, suchen muss er es selber. Das wird nicht einfach direkt auftauchen, oder? So, fang ein Zwir, findest im schaurigen Welkwald. Ja, hier ist er schon. Dürfte eigentlich jetzt nicht so schwierig werden.
ja, kriegen wir sicher hin, Freunde. Da vorne ist sowieso noch ein Ding. Da haben wir noch eine Basis gemacht, also können wir sogar von da aus, aber geht trotzdem von hier aus kaum. Was soll's. Freunde, dann sage ich an der Stelle mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und lassen mal unsere Pokémon hier fallen, wir haben noch nie gemacht. Das ist unser aktuelles Team, wird natürlich noch nach und nach verändern. Aber sieht schon krass aus, muss ich zugeben, das Team hat was. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und mit diesem Pokémon wäre eine nächste Folge. Ja, ist gut, Leute, ist gut. Ich mag euch auch alle, ihr seid alle super. Ihr seid krass drauf, ihr seid meine Lieblinge. Mit allen anderen auf der Box noch, oder mit ein paar davon. Ja, Tonuktu, du bist der Beste, du bist der Beste. Mein kleiner süßer Tonuktu. Egal, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legend Arceus. Auf der Suche nach einem unheimlichen Sphere-Club. Oh Mann. Bis dahin, ciao zusammen.